Témoins de la deuxième génération waren letzten Monat an unserer Sendung mit ihrer Ausstellung Je me souviens, die am Resistenzmuseum zu Esch ausgestellt wird. Wir sind auch wie all Jahr 100 Schüler aus 12 verschiedene Lyceen mit dabei ein ganz emotional Rätsel auf Auschwitz geholt ab Polen. Wie all Jahr hat die Organisation Témoins de la deuxième génération eine Studiereise auf Auschwitz organisiert. Und die 120 Schüler aus 12 Schulen sind mitgegangen, unter anderem Katrin, de Noah und Rodrigo. Die Reise hat insgesamt 18 Stunden gedauert. Wir haben hier an Besichtigungen und Workshops teilgenommen, sowie wir auch Diskussionsrunden hatten, die dort stattfanden, wo wir auch geschlafen haben. An der IJBS, der Internationalen Jugendbegegnungsstätte in Oswiecim, zu Auschwitz selber. Das Stammlager selber ist der Teil von Auschwitz, den am besten erhalten geblieben ist. Es enthält eine anderen Gebäude, wo die Gefangenen geschlafen haben, die einzige heile Gaskammer von Auschwitz und das berühmte Schild, wo Arbeit macht Freude draufsteht. Auf verschiedenen Gebäuden sind Ausstellungen vorzufinden, an anderen sind Konditionen so erhalten geblieben, wie die Häftlinge es selber miterlebt haben. Das ganze Lager konnte man eine kleine Gruppe während einer Visite gewesen. Den Abend selber hatten wir als erste Diskussionsrunde mit Herrn Pulzeball. Hin hat sie über seine Erfahrungen im Camp erzählt. Daraufhin haben wir uns die Freiheit geholt, ein paar Anträge von den Schülern anzusammeln. Hat die Besichtigung vom Konzentrationslager etwas an der verändert? Ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber auf jeden Fall sollte man einen Blick an hier lag, also 4 Jahre Login an. Ich weiß nicht, ob es persönlich etwas geändert hat. Vielleicht wird etwas anderen und ich muss nach Birkenau gehen. Aber ich weiß auch nicht, ob die Haut etwas gebraucht hat. Also, ob Haut etwas geändert gehen ist. Was hat dich Haut am meisten berührt? Man möchte am meisten berührt die Kallerin am Konzentrationslager, weil ich die erstens, ich war schockiert, weil ich da gesehen habe. Ich hatte das nicht gedacht. Und ich hatte auch den Moment, finde ich es wirklich so eklig und ich hatte auch ein bisschen Angst, zu gucken. Ja, was mich am meisten berührt hat, das ist einfach die ganze Ambiance an die Camp. Es gibt eine ganz deutliche Ambiance, so eine Art Oppression. Und du spürst, dass etwas nicht richtig ist, du spürst den Tod und das ist einfach so schrecklich. Das ist wirklich eine Erfahrung, die ich nie vergessen werde. Also. Was hat dir die Visite vom Auschwitz zum Stammlager gebracht? Ich schon gesehen, wie die Leute hier gelebt haben. Ich schon gemerkt, wie die Leute hier hatten, wie schlecht sie hier hatten, wie die Deutschen die Juden hier behandelt haben. Und wie schlecht sie hier gelebt haben. Was hat dir das Visite zu Auschwitz gebracht? Die hat mir ziemlich viel gebracht, und zwar habe ich viel Neues gelernt. Ich konnte sehen und hören, wie die Leute damals gelebt haben, und das hat mich auch für drunter schon interessiert. Und, ja. Den zweiten Tag war dann eine Visite vom Lager Auschwitz-Birkenau im Plan. Wenn in oben im Turm stand, hat die weiter breit nicht mit Reste von Kaminer gesehen und die berühmten Zugstrecke, die der Schmidt vom Lager verlief. Es hat eine besondere Bedeutung, die Überlebenden dabei zu haben, weil jener sein Gefühl davon vermitteln, wie schlimm Konditionen waren, aber weil wir uns so können frei bewegen, wo er monatelang gefangen war und um sein Leben gekämpft hat. Den Tag gab dann noch mit einer Diskussion und Workshops kulturiert. Gesichter sind immer mehr echt gehen und die Leute sind immer mehr klar gehen, was die Gefangenen damals mitmachen. Wir haben uns schlussendlich gefragt, wie dieses Projekt entstanden ist. Könnt ihr euch die Assoziation kurz vorstellen und wie ist die Idee überhaupt entstanden?
Also Témoin de la deuxième génération as eng Association vu Lützeburger Recht, as eng Association sans but lukrativ, die as en den 90er Joren vum 4. Jahrhundert entsternen. Wir hat 1994 zu pur, die fir op Auschwitz zu komme fir a Präsenz vun Auschwitz Überlebenden Diskussionenheit zu feieren, eng Visit zu machen am Stammlager, also Auschwitz 1, an noch zu Birkenau Auschwitz 2 genannt. Wir wollten am Anfang do ein Projekt machen, den am Anfang die Gründerjoren überdauern und dafür eine Gesellschaft gehen für an einer dauerhafter Form ein Projekt zu machen. Das ist ein Projekt, das destiniert für junge Leute aus den Lyceen. Die Interessen ist ganz groß, und wir können immer sagen, wir haben so viele Demanden, dass wir da alle eine ganze Party müssen aufweisen, was wir bedauern, dafür kommen wir immer rum. Zum Schluss haben wir auch gewollt, mit unserem Ehren Gast können schwatzen. Ihr wart ja schon ein offiziell heute. Was ist der Unterschied zwischen der offiziellen Visite und dieser Visite? Also ich war schon, das tut noch mein dritte Kehr zu Auschwitz. Das heißt, ich war schon zweimal hier. Und ich muss sagen, das war die erste Kehr, wo ich wirklich Découverte von Auschwitz und das Verstehen von Auschwitz habe. Das Kehr war ja durch Präsenz auch von einer Personalität wie den Herr Sobol. Hat man die Gelegenheit, für wirklich zu verstehen, was für ein Moment geschieht das. Und das ist etwas, was ich hoffe, dass wir alle Gute konnten appréciieren. Weil das ist etwas, was immer mehr rar wird. Und wir hatten das Jahr die Chance, für eben das zu machen. Wie hat euch diese Erfahrung mit den Schülern am Großen und Ganzen gefallen? Ganz gut, weil ich meine, für den gesehen am Blick von den Schülern, wie sie wirklich mitgerissen von wie die Emotion, wie stark die Emotion da war. Aber besonders, wenn ich gesagt bei den Jungen, dass sie eben schockiert sind von dem, was sie gesehen haben, also das gut Zeichen. Wir müssen ja alle Guten, wir dürfen nicht indifferent hier zu Auschwitz sein. Also du hast wirklich gesehen, die Leute waren emotional, die Jungen waren mitgerissen. Und ich weiß, dass sie auch den Témoignage werden zurück auf Lützeburg holen.